Seid zusammen, herzlich willkommen zur 20. Folge von Swissinfo hier aus Switzerland. 20 Folgen Swissinfo, ich bin ein bisschen stolz drauf. Hoffentlich merkt der eine oder andere, dass Swissinfos jetzt ein bisschen bessere Video- und Audioqualität haben. Nachdem ich in den letzten 4 Videos immer über Volksinitiativen geredet habe, denke ich, ist es jetzt nicht nötig, nochmal zu zeigen, welche angenommen worden sind und welche abgelehnt worden sind und was die jetzt zu bedeuten haben. Aber es ist lustig, wenn man eine spezifische Volksinitiative anschaut, nämlich die zur Revision vom Fernseh- und Radiogesetz, die ist mit 50,08% angenommen worden. Das ist der knappste Entscheid in der Geschichte der Volksinitiative und das ist eigentlich gar keine so wichtige. Nach der Erfahrung von der Masseneinwanderungsinitiative, die ja sehr knapp angenommen worden ist, hat man gedacht, aha, wenn es einen heißen Wahlkampf gibt, dann wird das Resultat ziemlich knapp ausfallen. Diesmal hat es aber so gut wie gar keinen Wahlkampf um die Initiative gegeben und sie ist trotzdem noch knapper gewesen. Und was lernen wir daraus, ehrlich gesagt? Themawechsel. In einer Schule in... Oh Gott, oh Mann, ist das mühsam. In einer Schule in St. Gallen herrschen seit 11 Monaten untragbare Zustände. Dort hat nämlich ein Großteil der Schülerschaft einen Kopflausbefall und das verhindert natürlich, dass sich einzelne Schüler, indem sie sich die Läuse rausstrahlen, sich ganz davon immunifizieren können, weil sie auch wieder angesteckt werden durch andere. Gibt es immunifizieren? Ist das ein Wort? Okay, ich tue den Satz nochmal im Klartext erklären. Ich habe keine Ahnung, ob er jetzt gerade vorher grammatikalisch Sinn gemacht hat, aber dadurch, dass viele Schüler Läuse haben, können sich Einzelne nicht davon befreien, indem sie sich die Läuse einfach rauskämmen, weil sie ja dann sofort von anderen wieder angesteckt werden. Wow, nach jeder Swissinfo habe ich das Gefühl, ich sollte im Deutschunterricht ein bisschen aufmerksamer sein. Aber zurück zu dieser Schule. Naja, die Schüler tun mir leid. Jeder von ihnen hat es schon mal probiert. Er will die Läuse vom Kopf bekommen. Er macht es vielleicht auch mit Lausshampoo, aber dann sind andere immer noch angesteckt und er steckt sich auch wieder an. Und das seit 11 Monaten, wie ich vorher schon gesagt habe. Meine Güte, 11 Monate sind viel. Offenbar hat es bei dieser Schule an der Organisation ein bisschen gehapert, warum es einfach nicht möglich war, alle Schüler aufs Mal von den Läusen zu befreien, was notwendig gewesen wäre, um die Lausplage endgültig fertig zu machen. Jetzt haben aber mehrere Schüler eine Petition gestartet und versuchen so die anderen Schüler dazu zu bewegen, sich die Läuse endlich vom Kopf zu schaffen. Zusätzlich haben sie an lokale Zeitungen einen offenen Leserbrief geschrieben und darum ist das Ganze erstmal in die Medien gekommen. Das Rektorat von dieser Schule hat geschrieben, es hat schon x-mal an ältere Briefe geschrieben, dass man die Schüler endlich mal entlausen sollte, aber es hat keine Wirkung gezeigt. Und irgendwie gefällt mir der Gedanke, dass Kinder diesmal ein Problem besser haben können lösen als Erwachsene. Für das gibt es den Win, der... nicht mein Format. Bleiben wir aber noch ganz kurz bei diesem Thema. Ein Blick auf eine Statistik zeigt nämlich etwas Interessantes. In der Schweiz sind rund 1,5% der Vorschul- und Schulkinder von Lausbefall betroffen. Das ist an sich tief, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht. In Osteuropa kommen nämlich gewisse Länder auf einen Befall von bis zu 20%. Also jedes 5. Kind. Und weil es bei einer Lausplage eben so ist, dass wenn es ein Kind hat, es sofort auf andere übergreift und immer weitergeht, ist es natürlich so, dass in Ländern, wo 20% Lausbefall herrscht, das erheblich schwieriger zu bekämpfen ist. Gott sei Dank lebe ich in der Schweiz. Und was sagt ihr zu der ganzen Sache? Teilt ihr meine Meinung, dass ihr findet, ja, das ist einfach wieder mal super, dass Kinder diesmal etwas besser gemacht haben wie Erwachsene? Empfindet ihr es als irgendwie peinlich, wenn ihr eine Lausplage habt? Plötzlich will ja niemand mehr mit einem zu tun haben? Einfach ab in die Kommentare. Und zum Schluss noch eine kleine Kurzmeldung. Die Nationalen Ständerat haben beschlossen, dass die Rekrutenschule ab jetzt nur noch 18 Wochen dauern soll. Die das noch nicht absolviert haben, kennen das vielleicht einfach unter dem Namen Militärdienst. Ihr seht es vielleicht, die ganzen Männer, die am Morgen auf der Straße laufen, in der grünen Jacke und der grünen Hose und der grünen Mütze. Kompensiert wird dieser Schritt dadurch, dass die Wiederholungskurse jetzt nicht mehr 2, sondern 3 Wochen dauern sollen. Nur ist noch unklar, ob es 5 oder 6 Wiederholungskurse sein werden. Nationalrat sagt 6, Ständerat sagt 5. Und für die nicht wissen, was ein Wiederholungskurs ist, wenn du die 18 Wochen Rekrutenschule abgeschlossen hast, musst du noch ein paar Mal in einen Wiederholungskurs, damit auch sichergestellt wird, dass du die Sachen, die du in den 18 Wochen gelernt hast, nicht wieder sofort vergisst. Die Wiederholungskurse sind natürlich viel kürzer wie 18 Wochen, in dem Fall jetzt 3. Und vielleicht noch kurz meine Meinung, ich finde den Schritt gar nicht so schlecht, weil Studien zeigen ja, dass etwas besser im Kopf bleibt, wenn man es öfters wiederholt und dafür nicht so lang macht. Und dadurch, dass die Wiederholungskurse jetzt von 2 auf 3 Wochen erhöht werden, wird die Wiederholung also intensiviert, also verbessert. Natürlich müsst ihr nicht meiner Meinung sein, schreibt eure Meinung wie gesagt in die Kommentare, vielleicht lerne ich ja selber etwas dazu. Und das ist schon wieder mal gesehen mit der 20. Folge von Swissinfo. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und damit tschüss!